Okay, Verstärkung diesmal relativ egal. Würde natürlich trotzdem gerne abfangen. Weil, ganz einfach. Das heißt, hier machst du's, Alfred, hä? Das heißt, erstmal natürlich heilen. So, dann bitte abfangen. Wir machen es direkt so. Bündnis für später. Genauso gleich wie hier. Da muss ich mit Michael dort nichts machen. Diamando-san. Angreifen? Kannst mal versuchen. Immerhin einmal getroffen, ganz ehrlich. Die Dinge könnte auch schlechter sein, ganz ehrlich. Dann haben wir den nochmal. Byleth kommt hier unten durch, okay. Warum auch immer. So, Yunaka. Gerne mal den plätten mit der Orkanaxt. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Natürlich greift jemand zuerst, dann ist mit der Orkanaxt einfach scheiße mit der Waffe. Ich meine, klar, ich kann sie heilen, aber ist halt trotzdem nicht so geil. Das war dann der Key-Adept so. Zumindest hat er Abwehrhaltung, das ist schon mal wichtig. War das jetzt clever? Ich weiß nicht so recht. Das gibt's doch nicht, hey. Mann, Junak, was ist los mit dir? Die macht ja gar keinen Damage mehr. Hä? Wann kann man da hin? Oder auch nicht? Okay, komm, dann machen wir es eben anders. Dann soll bitte nochmal sie angreifen, weil sonst bringt das alles nichts. Nein, okay. So, ja, also der natürlich freie Fahrt, wo er angreifen möchte, kann er ruhig machen, ist mir aktuell egal. Irgendwie trotzdem ein bisschen doof. Bye bye. Aber es ist nur praktisch, dass sie immer zuerst die Kristalle angreifen wollen, wa? Im Land gilt natürlich jetzt auch dasselbe Byleth, dass er irgendwie auch Bock hat, da anzugreifen. Was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Ich verurteile das aufs Tiefste. Ja, was mache ich mit Byleth? Das ist eine gute Frage. Diamant, Hector-Kombi, soll diese darum kümmern? Bin unschlüssig. Auf alle Fälle finde ich, dass Junaka ein bisschen mehr KP braucht. Die hat ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack. Ob das so gut geht. Diamant gegen Byleth. ...25 Speed, der haut halt schon rein. Also wir brauchen eine andere Waffe, weil sonst sind nachher wirklich weg. Das schnellste ist er einfach nicht. Naja, gut. Ja, gucke mal, ob er es überlebt. Dann hier unten, irgendwie wäre der dann so ganz schlau. Gefällt dir nicht, wa? Das bin ich mir eigentlich auch sparen können. Vierte Stufe. Aber nur weil es kann. Was? Oh, scheiß Kills trotzdem noch nicht. Okay, Moment. Wie kostet von Bündnis einzugehen, ganz ehrlich. So. Ein bisschen vorwärts machen, mit nachher die Folge nach beenden können. Ich weiß, bei der Überlänge, aber machen sich irgendwie 2 Folgen draus. Toll, Ivy, toll! Vorher kritten? Nö. Jetzt kritten? Ja. Oh mein Gott, ey. Ja, scheiß Schwert des Schöpfers. Okay, Verstärkung, da aber langsam kein Bock mehr drauf. Heißt, wir sollten hier ein bisschen Hinne machen, Freunde. Dachenbiss wird es eigentlich auch mal cool. Schnitter zwar auch. Na komm. Bisschen mehr KP. Gut, hier kommen sie so nirgends mehr hin, also ist eh egal.
Ich werde es auch kaum schaffen, noch irgendwas zu reißen da oben. Ich hätte zwar einen Rettungsstab, aber wenn... Muss mal gucken, ob ich noch brauche. Beilev hat mir ein paar Ringe zu viel. Dinge muss ich zugeben. Wir müssen erstmal ordentlich brechen, wa? Oh, also hier schwierig wird mit dem Schwert. Toll, ich habe gar keinen Lanzentypen hier. Was mache ich jetzt? Yeah, super. Oh, scheiße, man bringt doch alles nichts. Okay, dann werden wir ein paar Dinger draufgehen. Ein paar Kristalle, aber ich muss weg hier. Weil ich kann nichts gegen ihn machen. Scheiße. Man, der hat 2 fucking Dinger. Und das Schwert des Schöpfers. Ich müsste zuerst mal brechen, aber ich habe gar keinen Typen dabei, der ein Lanze einsetzen könnte. Cohen theoretisch, aber... Mit einem Doppelkatana. Nee, warte mal. Quatsch. Der muss mit dem ganzen Team platt machen. Okay. Das lief jetzt nicht so gut ab. Ich hoffe, der Rettung... Erreicht natürlich direkt ihn nicht. Will es mich verarschen? Okay. Ja, okay. Dann werden wir halt hier ein paar Kristalle zerbrechen. Das tut mir leid, aber ich kann nichts machen. Ich muss erstmal die Truppen heilen. Depogativ, also spielt es da nicht so eine Rolle. Vielleicht erst einmal euch in Sicherheit bringen, genau damit ich überhaupt sehe, wie weit es überhaupt geht. Ja, wie bereits erwähnt, also irgendwie ein Kristall wird man leider zerbrechen, es geht nicht anders. Da niemand mit Michael selber ran war. Mal gucken, wie wir Beilev irgendwie platt kriegen. Was ist los mit dem Typen? Jetzt weicht er auch noch aus. Ich glaube, es hackt. Hä? Ich will doch nur platt kriegen, ganz ehrlich.
Dann machen wir am Schluss noch irgendwie 2 Folgen draus, vorhin dann schneidet das ein, weil irgendwie... Ach, ich komme gar nicht weiter. Scheiße. Ist echt gar nicht geil. So, Blutgang ist eine Waffe für die Entfernung. Beziehungsweise, nee, Entschuldigung. Genau, okay. Jetzt zu brechen, macht das viel Sinn. Ja, statt brechen vielleicht erstmal treffen. Okay, Michael näher ran. Wie gehen die Leuten die Optionen aus? Ich kann es doch nicht anders sagen, Leute. Es ist einfach scheiße. Ich habe schon so starke Leute dabei, aber trotzdem es will einfach nicht reichen. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich es anders machen würde jetzt, und vielleicht sogar sagen würde, das ganze Kapitel nochmal von vorne machen oder so, ich glaube, ich komme gar nicht darum herum, dass ich irgendwie einen Charakter hier verliere bei Byleth. Ich sehe nicht ein, wie das sonst funktionieren soll, er ist auch viel zu stark. Der haut hier alles weg. Ja, noch ein bisschen Behendigkeit, sehr gut. Selbe Problem wie zuvor. Ganz ehrlich, kann ich mir eigentlich schenken. Dann kann ich lieber hierfür einsetzen. Um den Platz zu kriegen, da ist, ja, Byleth ist kein Durchkommen. Jetzt ist halt so mit Diamant, klar könnte ich ihn hier hinsetzen. Nachher vielleicht auch für die Hauskombo oder so, keine Ahnung. Ich kann es versuchen, vielleicht treffe ich, vielleicht aber so viel Schwein. Jetzt müsste ich eigentlich hier mit Sidal tanzen und sagen, hey, viel Spaß. Nachher hat er halt immer noch ein Ding voll, das ist das Problem.
So, dass ich überhaupt getroffen habe, hey, puh. Okay. Kogado kommt da nicht mehr hin. Bundesrang glaub auch nicht mehr, wa? Ne, glaub nicht mehr. Das hat doch noch geschafft, hey. Auf Biegen und Brechen. Okay, ist aber auch nur, weil beide Werte so schlechter geworden sind, weil sonst der hier, glaube ganz andere Probleme gehabt. Alter, macht der Sonnenbogen viel Damage. So, das alles auch noch geschafft. Dann haben wir noch einen Kida-Adepten da unten. Das heißt, den hole ich mir so, wenn es geht. Ich habe zwar eine Chance, also es könnte klappen mit einem Kritten. Ja, ein Hoch auf den Speed, wa? Ein Speedbild. So. Sammeln die auch noch ganz kurz ein, auch wenn es nicht so viel bringen wird. Und den da oben vergessen war. Egal. Ist ein bisschen, als würde ich mich selber angreifen. Puh. Du hast das Standardkristall beschützen können, du erhältst einen Talisman und Elixier von Byleth. Ja, wir haben alle beschützt. Meine ging ja keiner kaputt. Ein bisschen angekratzt wurden sie, ja, aber kaputt ging keiner. Der Magister. Oh Mann, Byleth, ey, das war ja ein Krampf gegen dich. Puh. Was für ein Krampf, Freunde. Was für ein Krampf. So, aber kein Kommentar zum Freehouse-Ring, wa? Ich meine, im Freehouse-Ring haben wir eh auch nicht irgendwie in so einem göttlichen Kapitel bekommen oder so. Der kam einfach so zu uns. Puh, so.
Ja, ich glaube, ich mache irgendwie 2 Folgen draus. Komm, wir sind schon bei über einer Stunde, das heißt, wir sind mittlerweile bei Folge 70 angelangt. Das ist schon krass. Vor allem, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt die Folge aufnehme, ist auf YouTube gerade Folge 30 erschienen. Also bin da ein bisschen im Vorsprung, was eigentlich nicht so schlecht ist. An dem speziellen Fall jetzt. Und ja, in Ringen und so mit dem Test. Also ich glaube, die Kombi aus Sidal und Tiki ist cool. Die können wir weiterhin so machen. Ansonsten... Ja, ist echt schwierig. Ich meine, vor allem die Kombi natürlich mit Michael und dem Freehouse-Ring, der klappt eigentlich immer sehr gut. Kann man aber auch so beibehalten sogar. Die Frage, wie wir überhaupt den Ring mit Beilev. Magie, Reichweite, das wäre vielleicht ein Fall für Ivy. Also eigentlich der Ring von Beilev, den muss ich eigentlich müssen Magier geben. Die Frage ist halt Ivy oder der Citrin. Aber Ivy hätte gedacht, vielleicht eher deswegen, weil sie auch Heilerin ist. Weil deswegen sowieso eher mal zwischen einer Person steht und weil es eine größere Reichweite hat. Wäre das vielleicht eine gute Idee. Vielleicht, wer weiß. Somniel. Ja, ich würde sagen, das nächste Mal gehen wir nicht in das Sidequest-Kapitel, weil, naja, werden immer schwerer, weil wir auch immer stärker werden. Das heißt, ich glaube, auch nicht DLC, nee, ich glaube, ich werde mir tatsächlich an die nächste Hauptquest wagen, nächste Folge. So, es gibt ein paar Gespräche hier, wie können es anders sein? Neue Items zum Brunnen, wir gehen gleich zum Brunnen, wobei, komm, wir machen es jetzt zuerst, weil sonst vergesse ich es wieder mal. Ihr kennt mich doch. War jetzt hier. Ist jetzt was Neues, weil es jetzt hier steht, oder? Okay. Schwer und so geht immer noch nicht. Wollen wir das freischalten? Kein Plan. Ich meine, naja, das Spiel, ja. Ich glaube schon, so ein paar Kapitel sind, aber ob es noch so viele sind, ich weiß nicht. Adeptenbuch, Novizenbuch, Silberschwert, Stalkling, Expertenbuch. Und das sind jetzt coole Items oder was? Ja gut, ein paar FP mehr, ich meine, das Thema hatten wir schon mal. Kommt sicher eigentlich nicht schlecht. Aha, warte mal, was wollte ich hier machen? Embleme. Emblem, Engage. Ne, warte mal, ist hier. Alle entfernen. Da Michael aber gesagt, ein der Freehouse-Ring ist eigentlich perfekt für ihn. Dann Sidal, meinte ich ja von wegen. Klar, Cohen, storybedingt, aber ganz ehrlich. Aber der Doppelkatana und so mit dem Angriff, da würde ich eher einen anderen mächtigen Charakter geben. Ich tick ja ein bisschen besser, hier muss man noch gucken. Was war das schon wieder hier bei Cohen mit dem Katana? Vorteil gegen Lanzen, Nachteil gegen Äxte. Ich habe sonst Schwerter und Lanzen. Das heißt, gemäß Waffendreieck. Vorteil gegen Lanzen, Nachteil gegen Äxte, genau. Das heißt eigentlich, ich wäre mit Lanze gut gegen Schwert, mit Schwert gegen Axt. Und da ich keine Axt führe, habe ich eigentlich nichts gegen Lanzen. Das heißt, ein Doppelkatana im Prinzip wäre eigentlich perfekt geeignet, um das Waffendreieck komplett zu managen. Eben da ich ja selber Lanze und Schwerter führe und damit eben stark bin gegen Schwerter und gegen Äxte, aber ja, mir fehlt das gegen Lanzen. Wäre eigentlich cool. Andererseits muss ich auch sagen, Magie und Resistenz bei ihm sind nicht unbedingt das Beste vom Besten. Lünen gegen seiner plus 2 und ich habe noch Meisterbogen. Und Manikati, ich habe zwar selber einen Rittertod dabei, aber dann vielleicht nicht mehr.
Können wir irgendwie ein anderes krasses Teil nehmen? Ich meine, ich kann natürlich mit Coin und so noch ein bisschen boosten, ne? Das stimmt natürlich schon. Aber trotzdem. Ist vielleicht Lyn der bessere Ring für Alfred? Aktuell meine ich jetzt natürlich. Bei Vogado hingegen. Den Ring von Corin. Ich meine, warum nicht? Ich booste meinen Angriff. Also einen magischen Angriff, einen Sonnenbogen. Resistenz noch mehr. Und ich hätte halt auch eben das Doppelkatana. Und ich kann ja auch Schwerter führen, aber eben keine Äxte. Und somit hätte ich halt normalerweise einen Vorteil gegenüber Äxte und damit auch gegen Lanzen. Das ist eigentlich eine Idee. Und für Ivy und Citri nehme ich dann irgendwie andere Magier-Embleme. Speed wird zwar gut, aber ganz ehrlich, glaube Beile 4 mit noch mehr Speed. Die Gans braucht bei ihm ja nicht, ich brauche bei ihm vor allem die Magiefähigkeit plus Tanz der Göttin. Wir können gucken, dass wir Citrin irgendwie einen anderen Magierring nachher geben. Ich meine, wir kriegen nachher natürlich bald mal die Ringe von Micaiah und so zurück, also die werden auch noch ein bisschen rocken. Ja, ansonsten hier so die Ringe von Penninger Geschwindigkeit, ja. Der Hector und Ike. Also dann nur Speere. Mit Ike kann natürlich auch Äxte einsetzen, Gegenspeere vor allem. Ein bisschen Power hat sie auch, viel Verteidigung. Das bringt schon. Andererseits eben, statt Ike mit Timir, wäre natürlich Ike mit Louis auch etwas. Trinken von Beile, vielleicht auch mit Chloe, wäre auch so ein Thema, man sich überlegen könnte. Bushiroad mit Hector, oder? Er hat schon Äxte. Brauchst nicht unbedingt. Mit Lucina. Ja, die Ringe sind noch ein bisschen knifflig, wie ich da vorgehen möchte. Also Lucina und Hector bin noch so ein bisschen unsicher. Mit dem Adelsrapier, klar, sie kann auch selber Schwerter führen. Wendigkeit und das Speed hoch. Sie ist eigentlich ist auch ein bisschen stärker als Merin, in der Physis vor allem. Was denke ich vor allem cool ist wegen Bogen. Ja, stimmt, der kommt ja später, wa? Anringen muss ich echt mal ein bisschen gucken, aber ich glaube, die könnte man so ein bisschen fixieren. Eben auch Louis mit Ike. Ursprünglich dachte ich immer eigentlich Louis mit Tiki, aber ich glaube, die kommen irgendwie geiler. Ja, müssen wir sonst mal gucken, Freunde. Müssen wir sonst mal gucken. Enzyklopädie, Bandgespräche, nix. Schlussgespräche, jo, viel.
Ich kann eigentlich so fies sein und das Zukunftsmichael überlassen, wa? Oh, der wird sich freuen. Oh, der hätte Spaß. Nee, komm. Oh, gar kein Rang 10 mit Diamant, krass. 異形兵がなんだ民が異形兵に追われているのかあれは神竜様ディアマンド助けてくださいせやはあ助かりましたすみません手を煩わせましたねそれはいいが神竜様ともあろう者がどうして追われていたんだ急に出てきたのでつい逃げてしまったんです私異形兵がどうにも苦手で苦手しかし普段は普通に戦えているではないか戦場では平気なんですこれから戦うぞという気持ちで挑むのでですが先ほどの異形兵は完全に気を抜いている時に出てきましたから日常に潜まれると抗う術がありませんそれはどう違うのだディアマンド何か苦手なものは毛の生えた虫だろうかでは例えばこれから毛虫を退治しに行くぞと覚悟した先で毛虫を見た場合と夕食中に突然毛虫が落ちてきた場合を想像してください後者は取り乱しませんかわーっとなりませんかなるさっきのは後者ですなるほどそれは説得力があるさすが神竜様は聡明だ褒めすぎですよあもしかして先ほどのフォローをしてくださってるんでしょうかかっこ悪いところを見せてしまってすみませんでした私もディアマンドのように堂々とした風格を持てればいいのですが堂々とした風格 Was eine Erklärung, ey. Du. アルフレッド少しいいでしょうかもちろんだよ神竜様友のためならいくらでも時間を作ろう毎朝私の起床時間に合わせて豪華な朝食を用意してくれるのは嬉しいのですができればやめてもらえませんかもしかして肉の量が多すぎたかい体作りのためにいいと思ったのだけれどまあ確かに多かったですが本題はそこではないんです私だけ特別なものを用意していただくのはさすがに悪い気がしますそっちだったかすまない友達には幸せな目覚めをと思って用意していたのだけれど今後はやめておこうありがとうございますそれから私が夜眠る時に必ずどこからか素敵な笛の音色が聞こえてくるのですが僕が演奏していたんだよ神竜様が幸せな眠りに入れるようにねやはりそうだったのですね音のする方にあなたのような人影が見えるなと大変素晴らしい演奏なのですができればあれもやめてください夜中までピロピロされるとさすがに夢にまで出てきます曲がすまないいつ眠ったかわからないから長めにやってしまった良かれと思ってやっていたことが全て裏目に出ていたなんて僕は友達失格だねえそこまでは前向きな僕でもさすがに反省を禁じ得ない頭を冷やすため少し走ってくるとしよういろいろと迷惑をかけてすまなかった神竜様ではToll gemacht, Michael. Einfach toll gemacht. Einfach Alfred vergrault. Wie kann man nur? ディアマンド王子、先日は申し訳なかったわ。アイビー王女、何を詫びる必要がある？先日助けられたお礼も、功績をいただいたお礼もしていないもの。だから一言、感謝の意を伝えたいと思って。ありがとう。
ディアマンド王子。そんなこと気にしなくていい。ブロディアがしてきたことを考えれば当たり前の反応だ。確かにイルシオンはブロディアに何度も侵攻されたわ。多くの血が流れ、民は苦しんだ。もし侵攻がなかったらと思うことはたくさんあるわ。当然のことだ。だから私への感謝など必要ない。でもあなたは個人の気持ちで私を助けてくれた。だから私も個人の気持ちとしてお礼を言いに来たのよ。アイビー王女、そういうことであればその礼は素直に受け取ろう。個人間ではこんなにも簡単に感謝ができるのね。きっと謝罪だって簡単なのに、国同士のやりとりとなるとそうだな。父は国を存続させるために武力による領土拡大を図った。これがブロディア王国のやり方だが、私は間違いだと思っている。ディアマンド王子。しかし父なき今でもどうやって我が国の方針を変えればいいのか、まだ答えが出ていない。私は未熟者だ。その気持ちはわかるわ。急にこんな話をしてしまってすまなかったな。いえ、複雑な心境ではあるけれど、あなたが優しい人で安心したわ。少しだけ未来に希望が見えた気がする。 Ja, ist doch ein nettes Gespräch. So, es gibt noch ein paar, aber viele sind... Okay, 2 Stück noch, wa? Gut. Die sparen wir uns noch wieder für ein anderes Mal auf. Ich würde gerne zum Abschluss der Folge... nochmal zum zentralen Platz gehen, weil es mir keine Wunder nimmt. Ob wir hier... Wir haben ja wieder ein bisschen Kohle bekommen. Warte mal, ich muss ganz kurz nochmal was anderes machen. Schon wieder was anderes, ich weiß. Nochmal ganz kurz die Waffen checken. Ja, Sidal, da ist... Egal. Hat sich noch nicht viel geändert. Vielleicht hier Rettung, Pflege. Ein bisschen austauschen. Das könnte sehr gut sein. Okay, aber ansonsten geht's noch. Ich habe ja auch Stahlklinge erhalten, wa? K-Nächste, ja. Das Ding. Stäbe, hier noch diesen Frakturstab. Okay, hat sich hier eigentlich nicht so viel jetzt verändert. Okay. Was ich auch mache, weil, ja, Anzug von Marv ist eigentlich cool, aber irgendwie habe ich das Gefühl, mir selber steht da gar nicht. Muss noch irgendwie andere Anzüge holen, das heißt aber vorerst hole ich mir wieder mal den Anzug von Sigurd. Ich finde irgendwie, das steht ihm am besten. Warum auch immer. Muss mal gucken, wie der Anzug von der Icon so stehen würde. In den beiden neuen Waffen, die wir im Brunnen gefunden hatten. Ist doch schon ein bisschen her, aber was tauschen? Also der Quatsch doch. Plus 5 wird auf Gewicht runtergehen. Wenn das Überirdisches ausgeht, ja was genau, meine Trefferquote steigt und so, ja ist ja schön. Aber macht zum Beispiel nicht mehr Damage als irgendwie... Selbst eine Silberlanze macht doch mehr Damage. Silberlanze plus 5 wären trotzdem nur 20. Auch. Na schon, was habe ich gerade noch? Ding mal ein bisschen abzugraden zumindest. Ja, Kohle gab es ja auch ein bisschen was, war? In diesen Sidecars gibt es immer ein bisschen Kohle. Die Reichweite auf 2 kriege ich nicht, war damit. Das ist ein bisschen schade.
Schon mal ein bisschen upgraden hier bringt etwas. Für die Reichweite. Ja, ist manchmal krass, dass auf so ein bisschen, nur ein kleines bisschen upgraden schon hilft. So, dann haben wir Geldprobleme. Das heißt, wir lassen es, glaube ich, fürs erste Mal auch magiemäßig. Nur die Elfendinge, ne? Ist eigentlich noch zu wenig. Huch, warte mal. Aber gerade irgendwie. Moment. Eine der Embleme. Später. Ne, war erste Stufe. Ich hatte gerade irgendwie was Goldenes gesehen. Ich dachte, hä? Was ist denn das jetzt? Okay. Ja. Würde ich aber trotzdem sagen, Freunde, dass mal dieser Überlängenfolge endlich mal Schluss ist. Also ich teile es eh auf, aber ich glaube, einen davon wird sowieso ein bisschen Überlänge haben. Oder beide sogar, wie auch immer. Ihr könnt 9 Zweiziegel kaufen, ne, meine Güte. Okay. Jo. Ich würde sagen, nächste Folge. Mal gucken, ob ich noch hier in Somniels ein bisschen was mache. Also halt die üblichen Dinge machen will, auch Angeln wieder mal unter anderem. Oder ob wir in der nächsten Folge dann sagen, nee, wir machen weiter. Dann aber sicher mit der Hauptstory, weil ich finde, alles andere macht eigentlich nicht viel Sinn. Also DLC-Kapitel oder auch Sidequests. Nee. Ich glaube schon eher ein bisschen die Hauptstory, weil eben vielleicht der nächste Ring mal gucken. Hoffentlich ein Meistersiegel für Eti, aber wenn es momentan wohl nicht mehr viel bringen wird. Aber egal. Und dann gucken wir doch mal, ob wir vielleicht wieder mal viele Charaktere mitnehmen können, wa? Und Sidal und so mit Ticking-Kombi für Tanzen. Ach ja. Unser Team wächst, unsere Stärke auch, aber halt dementsprechend... Oh, 31 Behendigkeit, alter Schwede. Halt dementsprechend auch ein bisschen das Problem... Ich habe auch so viel Behendigkeit, Alter. So ein Liberation-Ding, wa? Er hat das Problem, dass halt je stärker ich werde, desto stärker werden auch die Gegner in Sidequest-Kapiteln. Das heißt, ab sofort muss ich mich ein bisschen zurückhalten wieder. Aber vor allem die Behendigkeit natürlich schon geil. Hey, Alter, schön Kritten und so. Mit Edelgarden und Kombi sowieso und dem Freehouse-Ring. Geil. Ja. Nur sei, danke fürs Zusehen. Bis nächstes Mal zurück bei Fire Emblem Engage. Ciao zusammen.